Leuk, dit is wat speciaals vandaag. We hebben weer de Weltsproken podcast, een 30ste na, moet je nagaan. Als je maar gewoon vandaan doet, dan kom je vanzelf in de dubbele digits. Speciaal op Vrouwendag, Internationale Vrouwendag 2020, spreken we onze eerste vrouwelijke gast. En dat is Janine Siewert. Oké, mooi. We zitten hier met Janine Siewert. Zeg ik dat goed? Ja, Siewert. Siewert, oké. Kun je me vertellen hoe je wegkomt? Ja, ik kom eigenlijk uit Schleswig-Holstein, uit Oost-Holstein. Ja. Maar ja, also de plaatselijke deel van mijn familie is voor de Westkust. Also ik geloof wat ik snak is meer zo Ditmarsch. Oké, Ditmarsken. Zo immer bij, ja. Ja, ik heb stiekem al hem opgezocht. Ditmarsken is een heel ene jagen voor ons. 430 kilometer. Ja, aan de Waddenkusten. Ja. Ja. Maar eigenlijk is het nog weer, nu leef ik zo in Helsinki. Oh, ja, nog weer te weg. Ja. Oké, Ditmarsken. Ik heb als dingen voorbij zien komen dat jullie een heel bijzonder plat hebt. Ja, also wat je zegt, war, dat we starke Diphthong hebt en zo wat. En dat we deze Diphthong ook nog voor dat R-broek. Also dat we zo wat zeggen als woje. En in Oost-Holstein zegt de doet eher wör. Oké. Also als pluraal van woord. En hoeveel leus spreekt dat nog? Ditmarskes? Also het wat allgemein zegt dat sozusagen van de regio in Duitsland neem sozusagen dat een sprook nog best staat. Also dat zegt dat is normalerweise zegt dat is just Oost-Friesland en Ditmarschen. Oké. En Noord-Friesland waarschijnlijk ook nog. Also in Ditmarschen is het nog zo normaler, dat sozusagen ook Leute in Wien nog Platz nackt. Also ik ben in Oost-Holstein opgewassen en daar was het eigenlijk echt niet meer veel. Oké. Ja. Dus is het een van de lessen, als ik het zo bekijken? Ja, also Oost-Holsteins Platz snap ik zo niet. Also ik weet niet wat dat zoveel nou. Also ik weet dat van zum Beispiel de vriend van vrienden, die het zegt dat sozusagen in zijn verwantschap over Dirty, daar gibt het nog een paar die Platz snackt, maar in Dirty dan ook niet meer. Oké. Ja, want de meeste kan je het aan Hoogduits, neem ik aan. Also zo'n regiolect, also dat zijn zo een beetje zo nobeliefstes nog binnen. Oh ja. Ja, maar eigenlijk is dat, ja. Also dat geeft in veel Leute nog verstaan kunt in mijn Öller, also ook dan eben, omdat ik Rood-Öllern vielleicht dan ook gar niet zo goed Hoogduits kunt. Also dat haal ik tenminste ook uit van vrienden, dat tenminste dan ik rood voor dat ik kon gar kein Hoogduits en zo wat. En daarom kunt je dan eben dan ons sprook nog goed verstaan, maar zo eben snakken dat lukt normalerweise. Also beten so Floskeln und so was, das geht ja noch, aber die richtigen Konversation. Ja, maar Hoogduits dus en plat. Wat spreek je allemaal nog meer? Also nu. Ja? Dus ik würde sagen, also snacken also beide eigentlich nicht so viel. Schrijven doe ik eigenlijk meer plat. Oké, vooral plat. Ja. Ja, also tenminste meer als Hoogduits. Also wie meest beroepte sprook is Finnisch. Oké. Denk je ook in Fins? Meestens, ja. Oké, en dromen in Fins? En... Waarschijnlijk. Also ik heb het ook een beetje Menge geleerd. Oké, maar ja, ik ken u natuurlijk al langer. Je kunt Fins, als ik het goed begrepen. Want ja, je woont in Finland, dus dan moet je dat. Maar in Finland heb je nog een paar regionale spraken. Het Samisch. Genau. Spreek je ook Samisch? Of, Ook, ik heb dat ook als bivak gestudeerd aan de Uni. Ja. Also ik spreek dat niet zo goed als Finnisch, maar zo B2-niveau, wil ik zeggen, heb ik. Ja, oké. Dus je kunt eten bestellen en drinken bestellen in het Samisch. Dat is niet mogelijk, maar dat weet ik niet, wat ik dat kan, maar ik kan over sprookwetenschaplijke zoeken, kan ik op Samisch snakken en zo wat. Oké. Want waarom doe je dat? Hoe komt die interesse weg? Zusammen, also dat wij eigenlijk, also heel toeval, also dat wij, ik heb op YouTube een video van wat in Samisch schrijven. Maar dan heb ik gedacht, ja, dit sprook, dat is zo mooi, dat moet ik gerne kunnen. Oké. Ja, en de meeste leur die zit dan, die gaat dan op zoek naar een cursus. Maar is er een cursus Samisch überhaupt? Also dat wij bij mij zo doen, als ik nog in Duitsland woon. Also, nee, natürlich nie. Also, wir haben schon nie einen Finnischkurs bei uns in der Lippstadt.
Und also ich habe, als ich mal in de Ferien in Finnland war, habe ich mijn Lehrbuch gekauft für Nordsamsch. Oké. Ja, dat is een toom. En Japans? Ja, also das habe ich auch mal, also nur der letzten Jahren nicht mehr so viel Kontakt mit hat. Also ich habe noch einen anderen Partner schon einen Titel lang hat, der Japanisch snackt hat. Ja, und ich war als, was sagst du da, Utwisselingstudent? Ja. Sagst du, auf der Lasche Kant ja weg, ein Jahr in Tokio. Ja, oké, ja. Wat ik zelf altijd vernemen is, als ik het niet bijhole, dan verdwijnt de sprake. Ja. Is dat met Japans ook zo? Ist bei mir auch so, ja. Also vor allem natürlich das Lesen und Schreiben. Ja, want het is natuurlijk een hele andere wijze van schrijven. Ja, eben, also just, also mit all diese verschiedenen Kanji-Tagens, also da mag ich, das muss ich echt mal üben. Also ich wollte irgendwie auch gerne so können, dass ich auch wissenschaftliche Artikel lesen kann in Japanisch. Ja. Und dat, also ich mag das ich bin nur Doktorand in der Sprachtechnologie und ich mag das, was das sozusagen, was in Europa bedreven wordt, dat is veel een beetje Englisch-centrisch. Ik ben doctorand in de spraaktechnologie. Ja. Ah, mooi. Maar voor het Fins of voor het Samisch of wofür? Also für Nederlands. Oké, voor onze spraken? Ja. Oké, en wat doe je daar precies voor? Precies nu ben ik nog heel veel dabei, Data te sammeln. Oké. Wat voor data? Also, wat ik al heb, ja, also Schriftsprachliche Data sammle ik. Und dat ik sozusagen dat untersuchen will, woran sich das Spruch verändert hat. Also, was das eben mal gibt, es gibt einen Korpus für Mittelniedersächsisch. Ja. Das deckt eben den Titel auf für 1650, aber auch bloß für die deutsche Kant. Ja. Und ja, also nur, ich will eben versuchen, dass das sagen, Utowiden, dass das eben der Titel echt sozusagen von der Hanse Titel von durch aufdeckt. Dann eben das sagen, und dann, ja, also es muss sozusagen verschiedene Sorgen mit der Data machen, dass eine sozusagen in so ein Format kriegt, dass das Moderne überhaupt damit anfangen könnte. Ja. Also, was das nochmal ein Problem bei uns ist, wir all diese verschiedene Schriftwiesen. Ja, precies. Also da ist er natürlich dann heel zwaar voor zo'n sprookmodel dat sozusagen de structuur bent te vinden. Dus dat hij zo druk bent met de Nisaske schriftwijze is eigenlijk gewoon eigenbelang. So ein Beten auch, ja. Also ich brauche natürlich eine Manier, das zu normalisieren in der Orthographie. Ja. Also ich kann natürlich auch sich das anders brauchen. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich schreibe das nur eins nur Sass. Oder ich schreibe das nur eins noch so ein normalisiertes Mittelniedersatz für Friedwies oder sowas. Also da gibt es im Prinzip natürlich so ein paar Alternativen, was ein machen kann. Aber ja. Maar ik denk... Verder werk dan? Ja. Want hoe lange ben je daarmee gangs? Also ich habe nur erst im Januar angefangen. Also mit Datasammeln habe ich angefangen verleden Sommer. Da habe ich so ein Projekt, just so Orthographie normalisieren mocht. En dat wij over aan de Rekenwetenschap over het schuldig op Platz zeggen. Ja, Computerwetenschap, ja. Ja, Rekenwetenschap, Computerwetenschap. Da habe ich dann also ein Project mocht mit eben Orthographie normalisieren. Eben dat, und dat wij eben ook uit de Niedersche schriftwies. Oké. Ja, en het lastigste is volgens mij ook nog... kijk, in Duitsland is het natuurlijk redelijk duidelijk als het plat is. Maar in Nederland loopt dat een beetje door elkaar. Hoe pak je dat aan? Hoe vleeg je dat aan? Wat mensen doen? Ja, nou... het plat ligt meer op het Nederlands als op het Hoogduits. En ja. Zeker in schreeuwende spraken... uit dit tijd... probeert ze Nederlands te schrijven... maar wordt het een beetje halfslachtig plat, half Nederlands. Ja, also was ich mir sozusagen erstmal ankicke, ist ja eigentlich sozusagen, woran sich das Schriftsprach in einer unterschiedlichen Region ut. Und ja, also natürlich ist sozusagen für die Mittelöller ist natürlich auch Davies was zu sagen. Also ich sage das auch in den Texten so. Also da hast du dann Davies, hast du das in den söwigen Text hast du das dann beide sozusagen, sozusagen Westenform und Außenform. Und dann ist natürlich, Davies, kicke ich mir echt diesen Text an und sage, ja, ich weiß nun die, ist das irgendwie meine Sasch oder ist das irgendwie meine Niederlandisch? Aber das ist natürlich auch sozusagen eine Sucht, da kannst du sozusagen in der Sucht, das ist ja auch ein Resultat, was du feststellen kannst. Ja, okay, ja. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Resultat, wo du sagen kannst, ja, okay, von durch schält sich der Schriftsprach
sterker voor dat Nederlands als dit de Fall wäre. Ja. Hey, het is vandaag Internationale Vrouwendag. Ja, dat is richtig. Dus, en we zitten binnen een mijlpaal van de Weltspraken podcast, want dit is een 30ste ook nog. En volgens mij heb ik hier de allereerste vrouwen op de Weltspraken podcast. Ja, dat mag mee, dat is richtig. Ja, wat vier je nog Vrouwendag of doe je er nog iets met? Of? Also was ik doen heb, also gestern fand ich ganz gut, wäre hier so eine Aktion für Wikipedia sozusagen ein bisschen untergliegen, das Missverhältnis zwischen der Biografien, die das von Mann und vom Frunzel gibt. Ja. Da habe ich dann eben einen Artikel gestern geschrieben, in der Nederlandse Wikipedia und vielleicht schreibe ich von doch noch einen zweiten. Oké, mooi. Ja, want je schrijft dan met aan Wikipedia. Af en toe zo'n beetje, ik ben niet zo actief als du. Oké. Is het 1% van de Wikipedia, Nederlandse Wikipedia sind von dir zo? Ja, zo'n beetje, ja. Ja. Ja, ieder zijn liefhebberie, hè. Dus. Ja. Ja, maar ja, dat activisme, dat zit er wel een beetje in. Als ik dat zo bij jou bekijken. Ja, ik verneem dat... Kijk, bij ons is dat heel slim van... hol doe maar heinig, dood maar allemaal. Laat doe niet te veel horen. Maar ik verneem bijvoorbeeld bij u dat hij heel activistisch is. Dat hij heel erg op de barricaden springt en zegt van... wie hebt een sprake en doet er wat met. Hoe kun je dat vandaan? Also das kam bei mir eigentlich, als ich noch Finnland trocken war. Also als ich in Deutschland noch wohne, da wäre das eigentlich auch gar nicht so stark. Ook omdat je ook de sprook instellt in Duitsland. Dat is ook volk nog zo'n beetje zo. Dat is je eigenlijk bloos leicht Duits. Of dan Duits verdomme of zo wat. En nu war dat een beetje beter. Maar ik weet ook nog in mijn kindertijd werd dat ook nog ganz stark zo. Dat eben, dat schwer plat war eben stark stigmatisiert. En dat war niet zo wat waar een stolz op is dat een dat kan. Ook door de leus zelf. Ja, ook door de leus zelf. Also dat werd ik ook totaal verboos als ik dat eenmaal gezien heb. Dat we een paar jaar terug. Als in Mecklenburg, dat dat Abi ook in plat vrienden kunt. Da hast du sozusagen de Kommentaren in de Nachricht zijn. Ook zo van Leute, die zo zeggen dat de Platznaggers sind. Schrieb der eben in Hochdeutsch, dat eben platt für de Show nie dacht. Ja. Also der hat das so stark internalisiert, dat der eigen Sprach nichts dacht. Ja. Und bei mir kam das eben, sagen wir eben in Finnland, als ich dann eben nach der Schule war, dann ein Jahr in Lappland. Und da habe ich das schon eben gesehen, dass der eben normal TV hat der samsche Nachrichten. Und dass das auch auf der Schule unterwiesen war und so. Und dann habe ich eben zuerst sozusagen war so richtig belebt. Ja, ich kann mit dem Minderheitssprach auch anders umgehen, als ich das aus Deutschland kenne. Ja. Niet te klompen stampen en niet te kleren dragen. En, ja, eben. Also dat hij eben ook met de eigen... Erstmal gaat hij eigenlijk ook met de eigen sprook heel serieus Zoals wie nu doet. Ja, aber als das eben bei uns nicht so richtig verbreitet ist. Also ich weiß, dass zum Beispiel, also der hat an der Universität in Oulu hat der auch ein eigenes Sprachinstitut für Samisch, also das Gielagas-Institut. Und da ist eben auch dann Unterwies eben auch in Samisch. Oké. Und er hat auch dann, das wird anderthalb Jahre terug, meine ich, da hatte eben auch eine internationale Konferenz für Samisch. Und der war ja auch in Samisch. Ben je daarheen geweest? Ben ik ook bij, ja. Oké, en kon je daar een beetje geworden? Ja, also ich habe das, also begriffen kann ich das gut. Und ich konnte eben, war ich auch ein bisschen stolz, dass ich das daran eben auch über der Förderung noch eben Fragen stellen konnte, eben auch in Samisch. Ja. Heb je ook zo'n mooi blauw kleed? Nee, also das ist auch eigentlich, also erst, da gibt es auch noch Regionen, viele Unterschiede, und das ist auch irgendwie so, das ist für die persönlich, ist dann für die auch ein starkes Symbol, auch von der regionale und familiäre Identität. Und die sagt das irgendwie nicht so gern, wenn Leute, die so keinen samschen Achtergrund haben, so was trägt. Also wenn du sozusagen eine samsche Familie, sozusagen, wenn du sozusagen Pater bist von Sami, dann ist das vielleicht okay, dass du sozusagen dann auch de Drach für die Familie dann trägst. Ja, wat ik me ook bedacht toen je dat net zei, over dat het, er wordt Saams onderwijs gegeven. Als ik kijk in Nederland, het vrees heeft ook die status.
Er is onderwijs in vrees. Er is nationale media in vrees. Maar zo gauw als ik bijvoorbeeld een keer laten vallen van... het zal wel mooi zijn als dat ook in plat was. Mhm. Ze weet allemaal serieuzer nemen worden. Maar, maar als ik zoiets zeg, dan is het in één keer van... Ja, maar wie wil geen vrees getoast dan? Ja, wat is denn da so leicht an? Das ist auch was ich nie begreep. Ja. Das ist eine Freischnitthaus, dann nur so vorstellen, dass einer die haben will. Mhm. Kannst du das verklären? Also, das ist was ich nie verstehe. Ik denk, omdat ik ook net... wat ik net ook zei, dat het vrees heeft altijd heel duidelijk een eigen sterke identiteit gehad van wie bent echt apart, wie hebt een afzonderlijke spraken. Mm-hmm. En voor het plat is heel duidelijk, of eigenlijk juist niet heel duidelijk, het is altijd een beetje, het is een verbasterd Hollands, het is minder, het is niet volle waard. Dus dat zit er diep in. Mm-hmm. En ook nog een beetje van, je moet lusten naar uw meerdere. Dus lusten naar de chef, lusten naar de baas. En als de baas, dus de regering, zegt dat het niet goed is, dat ze er geen geld voor over hebt, ja, dan is dat maar zo en dan moeten we daar maar schikken. Ja. Dus. Also tatsächlich kommt auf die deutsche Kante heel stark, dat de Leute eben irgendwie, die traut sich nie mehr was mehr zu verlangen. Mhm. Also und dann ist schon auch ganz stark, natürlich schon auch in diese Gruppen wie Facebook und sowas schon mal diese Kommentare, ja weißt doch zufrieden, dass da was ist. Ja, ja. Dus, dan denk ik zeggen, ja, aber mit deze instant, sagen, ja, ist doch was, verlangen die mehr, da kommt ihr dann auch nie mit wieder. Ja, precies. Dan blieb we hier op de state stone, wenn wir nichts mehr verlangen, als dat wat we al hebben. Ja, en stilstand is achteruitgang. Ja, und vor allem, wie seht ihr das sagen, wie seht ihr, wo uns mit uns Sprachbach durchgeht? Mhm. En, in Deutschland, hey, da gibt es dus Umfragen, hoeveel procent van de Leute noch das Sprach snackt, sondern alle verdient, und dann siehst du zum Beispiel, sagen, von den Leuten über 80 könnte das in das Sprachgebiet noch sozusagen 50% mindestens. Mhm. Und bei den Leuten unter 20 ist das so höchstens 1%. Ja. Und dann sagt mich, wenn wir so wieder als von durch, dann ist von uns Sprach ein Pocken, da schon nichts mehr noch. Mhm. Ja. Also, das ist doch eigentlich das südlichste Taken. Also, wir könnten nie so wieder mucken, als das nur. Mhm. Wir dürfen nie mit das zufrieden werden, was wir nur haben. Anders ist von uns, bleibt von uns Sprach nichts mehr. Mm-hmm. Ja, wat was de quote ook alweer van Peter Tosh? Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Ja. Wie wilde allemaal dat de sprake bleef, maar geen mens wil het zelf krijgen. En ze wilde het ook niet doorgeven aan de kinderen. Ja. Dus, hoe maken we ons nou druk voor? denk ik mangs. Ja, also für mich ist das auch, also ich muss auch sagen, also mit deprimiert auch, dass die Toastdown von uns Sprach eigentlich extrem. Und auch also so Instanz, die ich schon mal so in Deutschland auch bemüht. Und also dass ich denke, also eigentlich geil wie das meist wieder, dass ich hier in Finnland bin und von hier diesen Aktivismus und mag. Mhm. Und dass ich hier sozusagen so beten mein sassprachige bloß abbauen kann über Internet. Mhm. Und dann irgendwie, ja, also ich mag natürlich auch ein bisschen so was fördert, die auch nicht so mitkriege, wo leicht das eigentlich steht. Ja. Das ist ja auch just in Australien ist das schon noch viel länger als bei Jim. Hoe bedoel je dat? Also das bei uns, da hörst du von der Sprache echt irgendwie meist nichts. Also auch zum Beispiel in Neutin, das ist, also ich bin nur da in der Nächte bin ich obwohl in Neutin bin ich nach Schule gegangen. Mhm. Und also ich kenne so ein paar Öller Leute sozusagen, die sind so die Öller, die snackt das noch. Mhm. Aber das ist auch, du musst dann auch echt weten mit, wo du das snacken kannst. Und so, und das kannst du das Produkt noch, also ab und zu kann ich das auch versuchen. Ich hätte mal in Lübeck auch versucht, ein paar Freunde so, dann eben auch wie platt zu bleiben. Und wenn du dann langsam snackst, dann versteht er das im Foken auch, aber das kommt eben auch bloß Hochdeutsch zurück. Inderdaad, hier is het nog wat gebruikelijker boeten ook naar vreemden toe plat te krijgen. Nou weet ik niet of ze uw plat ook zo goed zou verstaan. Ja. Ik vind het ook bij die podcast ook zo mooi, dat du eben dan ook Leute hast und verschönen die elektrische Region hat eben so beten Meier eben ook dazu hören kriegt und sich da anwenden kann. Mm-hmm. Ja, want dat is het voornaamste volgens mij. Ze zeggen altijd van, met plat kom je niet boeten uw eigen dorpje. En het is een dialectcontinuum. Hoe wieter je van uw eigen dorp afkomt, hoe lastiger het wordt.
Maar dat heeft ook met blootstelling te maken, denk ik. Hè? Ja. De exposure. Hoe vaker hij het hoort, hoe makkelijker het wordt. En daarom is, denk ik, dit een podcast ook heel goed. Ja, also dat vond ik dus ook heel goed bij deze Samsche conferentie, die deed ik bij. Also, die halen ook niet bloot Noord-Sams. Also, die halen natuurlijk in Noord-Sams snakkers, eben ook uit verschillende landen. Und aber eben auch andere Samsche gesprochen. Also da waren auch Leute, hätten das Vortrag geholt auf Skoldsamsch, auf Inari-Samsch, auf, wo eins nimmt er das nur Julef-Samsch und so was. Und wenn er sich da inhört, dann kann er das auch ganz gut verstehen. Ja, oké. Dat heeft hem tijd nodig. Ja. Ja, maar je hebt het nou over verschillende soorten Samis. Hoe moet ik dat zeggen? Er zijn meerdere soorten Samis. Also das sind Samsche Sprachen, aber im Prinzip ist auch das sozusagen mit den Samschen Sprachen ist auch ein Kontinuum. Mehr und minder. Also da ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass da eben zwischen da ist auch der ein bisschen mit Utstorm an Sprachen all. Oder hat bloß so ein Handvoll Snackers, wo ich nie weiß, wo realistisch ist, dass das bewahrt bleibt. Okay. Weil im Prinzip können sozusagen von den Sprechers auch von was sozusagen offiziell unterschiedliche Samsche Sprachen ist, also von angrenzenden Sprachen könnt ihr sich normalerweise auch verstehen gegen sie. Also Nordsamsch und Inari-Samsch geht ganz gut. Auch omdat die historisch viel Kontakt hat haben. Also die hat eben dann eben auch viel, war ja eben, also weil auch liga viele Grammatik eben doch unterschieden wiest, hat eben viel auch liga war ja. Und auch zum Beispiel, das finde ich auch bei Nordsamsch eigentlich heel interessant. Und das ist sagen die Süden Nova nach Westen hin von Nordsamsch. Das ist eben das Julef-Samsch oder Lule-Samsch. Ich weiß nicht, was er da ob. Das ist denke ich schuld. Aber das ist eigentlich historisch auch heel interessant, omdat als het Noord-Sam standaardiseerd wordt, dat is schon in de 70er passiert, waarbij eigenlijk de plan, dat Julef-Samsch, dat schon eigentlich deel zijn van de standaardspraak. Ja. Und da hebt ik aber absolut. Ich weiß, da kein beten Differenzen wegen so ein paar Sachen in der Orthographie oder so was, dass er nie übereins kam. Und dann hätte sich das eben absplitten, dass die dann eben anfangen hatten, eigen Schriftspraak. Die waren irgendwies. Ja. Aber interessant ist eigentlich zu sagen, dass das meistens sagen, dass der Nordsamsche Schriftspraak, der baseert sich stark auf den Dialekt von Kuoptakeino oder Kautokeino. Und eigentlich steht sozusagen in vielen Sachen stort sich eigentlich auch der Kuoptakeino Dialekt und das Julef-Samsch stort sich eigentlich näher als das Kuoptakeino Dialekt und das Osten-Nordsamsch. Nee, maar die anderen sind heel bijzonder. Ja. Aber das ist, ja, also das ist natürlich auch schon was sagen, dann die Frage sagen, wo nehmen wir sozusagen die Sprachgrenzen dann irgendwie auch gesetzt. Hey, maar Samisch, is dat verwandt aan Fins? Ja. Okay, ja. Wo nicht, das ist ein bisschen unsicher, was noch Davies ein bisschen kontrovers diskutiert. Also Davies sagte, was Nordsamsch und diese ostfinnische Gruppe, was die sozusagen so eine eigene Untergruppe bilden für die gutischen Sprachen. Und Davies hat aber auch gesagt, ja, das lässt sich eigentlich so nicht feststellen. Also die Liegheiten zwischen den Sprachen, das kann auch das Sprachkontakt kommen. Also zumindest die sind sich lieg. Also das, wenn ich sagen Finnisch kann, das helpt durch die Bisamsche lernen, ja. Ik heb het zelfs voorbereid. Ik heb nog een paar vragen meer. Oké. Maar je was dus gangs een corpus op te stellen, een dataset voor uw onderzoek. En toen, wat is het een van de aanstichters eigenlijk, de instigators van de Nisaske schriftwijze? Ja, richtig. Das war ja eigentlich auch mal so ein Hochfahrtsprojekt, wenn es dann mal, ne? Also, woans kennt das eigentlich? Ich meine, das kennt der ursprünglich dort, dass wie, wo lange ist das noch terug? Also, 3 Jahre, 4 Jahre? 2017 volgens mij. Ja, und wäre ja so noch frei die erste Idee. Also, als wir doch versucht haben, so ein Übersetzen zu machen für Skype. Da war wieder so eine Gruppe von 4 Leuten, weil ich zu sagen, Arne Milas Cornelis, der wäre auch noch mit bei. Und ja, da haben wir doch erst versucht, dass diese allgemeine Brief, was ist der Name? Allgemeine Briefwies? Von Reinhard halt Franz Hahn. Ja, genau. Und dann hat wir gesagt, ja, also wir brauchen Geschichten, wenn wir sozusagen so übersetzen wollen, wir brauchen Geschichten zum Grundloch. Und dann hätten wir schon auch gemacht, sagen, ja, das geht irgendwie für viele Dialekten gar nicht so. Und dann hätten wir schon angefangen, das auszuweiten. Und das wäre schon eigentlich die Basis von dieser Schriftweise. Der Name käme schon auch erst viel, oder? Ja, volgens mij heeft het ook nog met Wikipedia te maken. Want we hebben 2 Wikipedia's voor 1 spraak.
En dat is natuurlijk heel vreemd. En eigenlijk kun je het erop dalen dat iedereen het irgendwie is een water bieden wie te doen. Ja. En want je bent ook Wikipedia-schrijver, als ik het gehoord heb. Ja, also ich habe das schon ursprünglich auch mal ein bisschen versucht, wie das für eine Deutsche kann, aber da habe ich schon den Kommentar kriegen, also wenn das nicht nur das ist, dann löscht wie den Artikel. Mhm. Direkt? Ich glaube, das, oder wenn ihn das sagt, also der hat sich das schrieb, wie es der Brug, der war ja fremd. Mhm. Ja, also da kam eben ein Kommentar, ich meine, das kam direkt, so mehr aber nicht direkt. Mhm. Wenn ich das so wie gedacht wäre, ein paar Durchloder, kam eben im Frieden an, für das löscht. Ja, de SAS-inquisitie. Ja. Ja. En toen? Want toen ging hij natuurlijk eerst op de barricade, zoals hij dood. Maar goed, ja, dat lust natuurlijk ook niks op. Ja, also ich habe auch gedacht, also mit der Diskussion, da ist für mich auch mein Titel schon. Und dann habe ich gedacht, der ist für die Wikipedia sozusagen von der irgendwie mehr von der Niederländischen Kant. Mhm. Und also ich finde das irgendwie auch heel interessant, omdat ich da eben auch dann mein Sprach ein bisschen, also ich versuche das auch ein bisschen mehr anzupassen, dass ich dann eben auch sorge, dass ich eben nie an so früh, als ich dann das vielleicht sagen nur Deutsche mal näher vielleicht denken kann. Mhm. Ich meine, das ist bei uns natürlich auch so. Wir haben sagen, schon in der Bies und eins ist natürlich bloß in Deutsch. Und natürlich hat er natürlich auch Inwag auf uns Sprach. Mhm. Und das Sprachbrauch und was für Udrück er braucht und all so was in der Ort. Und just wenn das sagen so mehr formeller suchen geht. Und das finde ich dann eben hell interessant, dass ich dann eben auch wieder Wikipedia von der Niederländischen Kant zufrieden. Und dass ich da eben mag, okay, da muss ich eben mehr kicken, was habt ihr an Synonym, was habt ihr an sozusagen gemeinsame Udruck und so was, die eben auch beide Kanten von der Grenze verstohlen sind. Dat heb ik ook, ja. Dat heb ik ook heel slim. En vooral ook door de Nisa's schriftwijze, omdat we daar zo'n nauw contact over hebben gehad, is het voor ons heel... Ik gebruik al meer dingen waarvan ik weet dat jullie die beter verstaat. Ja. En ik laat er ook echt bepaalde lokale dingen eruit, zeg maar. Misschien is dat niet groot voor het lokale dialect groot weer te geven, maar het is wel groot de boodschap over te brengen. Ja, dat is was de vraag te zeggen, zo, wokein is ons mogelijk op. Ik maak dat ook met mijn zoon, dat ik Davies wie de waarde ik broek eben mir anpasse und dass ich auch, also meine primäre Gruppe von Leuten, die ich eben das snack, das ist nicht mein Dialekt. Das ist dann uns Chatgruppe oder sind andere Gruppen auf Facebook oder ich weiß auch auf Discord und so was. Und da ist eigentlich nichts, der auch mein Dialekt snackt. Und ich mag das auch, dass ich dann mit meiner Mutter snack und vor allem mit meiner Großmutter, dass ich da Davies echt aufpassen muss, dass ich sozusagen ook zo'n, dat mijn spraak, also net als als je zo snakt, dat hij dat ook verstoot. Onze tussenspraak, zeg maar. Ja, also da kann er nicht kommen. Also du müsst auch so hey basale war ja auch so was als belangrijk. Ja. Dat gibt das im Prinzip auch auf der deutschen Kant, aber das war nicht so viel Beruf und da weiß ich nun, die wo gut, wo das ein bisschen in Familien verstoren. Ja, en want ik weet inderdaad dat die lui eerder toen bijspel zegt. Beispiel oder As-Beispiel oder so, aber das gibt auch. Want dat heb ik toevallig in deze podcast, hij dat net nog al zegt. Ja. Dus ja, maar ik vind het wel mooi om zeg maar ook dat meer als synoniemen te gaan bekijken. Zeg maar. Ik weet niet precies, wie hebt in het hele Neder-Saxische gebied in Nederland is bijvoorbeeld voor de merel, dat is de blackbird, dat vogelke. Wie noemt dat een reteling of een rietling of allemaal dat ongeveer. Maar wat in Paul over gaat, Bioleu, heeft dat een hele andere naam. Ja, also auf Deutsch ist natürlich die Amsel, aber das Wort kenne ich so, ob das Schnee, also ich kenne das als Schwattdrossel. Drossel, also auf Deutsch. Drossel, ja. Drossel, ja, Schwattdrossel, ja. Okay. Also das Wort Drossel in Deutsch, also das schaltet zumindest in der Form auch ein bisschen irgendwie an mein Mitteldeutsch oder Sasch anpasst, meine ich. Also wenn ich mich richtig bezin. Het verschil met vroeger is, tenminste voor mijn gevoel, je zingt bijvoorbeeld drossel, wie zingt geteling, maar dat mag naast elkaar bestaan. Het ene is niet beter dan het andere. Nee, also ich finde also auch
dat een een ander woord broekt. Dat bedoelt niet dat een de uitdruk uit een ander dialect niet verstaat. Also, ik zeg liever veel ik zo snakken zeg, verstoor ik liever als een ander luid dat eben praten of kuren of zo wat broek. Ja, inderdaad. Ik vind het dan heel mooi om te zeggen van, ja, maar het is allemaal Neder-Saxisch. Ja, dat is een ander sprook nu juist zo. Ik mag, bij Duits zeg ik, in Norddeutschland zeg ik ze ook zu Hause. Und Ligas verstehe ich, wenn er uit den Süden zegt daheim. Ja. En dat is Ligas ook bij Duits. Ja, nee, maar wat ik dus bedoel is, kijk, als ik Riesens zou willen schrijven, zal ik hele andere woorden gebruiken als dat ik dat voor een algemeen publiek zal schrijven. En dus mag ik ook wat meer woorden uit andere dialecten pakken. Ja. Zeg maar. En zo wordt die sprake ene en wordt al die verschillende woorden synoniemen. En niet het ene is steeds meer voor het andere, zeg maar. Ja, also ik meine, dat is ook bij andersproken. Is dat ook bij de standaardsprook, dat is toch eigenlijk ook heel normaal. Dat de proces van sprook uitbouw en sprookstandardiseren eben ook uitdruk uit verschillende dialecten te hoop pakt. Ja, want... Ik vind het een beetje absurd dat nu bij ons meint, ja, da moeten we ons voor versloten, dat is dan niet meer rein plat of zo wat. Ik meine, dat een dialectmenge lernen, dat komt natuurlijk ook heel natuurlijk door contact. Ja, en dat hebben we natuurlijk vernomen in onze Facebook-chat. Ja. Net wat hij zegt, dat hij vaker het woordje belangrijk gebruikt. Ja. Ik heb ook net in de chat nog met doe aan de spreken. Dat is ook iets echt nooit doen. Ja. Ik vind dat wel mooi, zeg maar. Ik vind dat moet kunnen. Ja, also tenminste, wat ik zum Beispiel ook dat ik zum Beispiel als wat zegt denn wie Jum eigenlijk zegt denn ook wat als Höflichkeit. Wie hebt geen höflichkeit? Dat doen we niet. Okay. Nee, aber sozusagen zo'n formeller manier lukt aan te snakken. Dat ik daar eben ook dat G-broek. Also das als ik net bij een vriend of zo wat. Ja, liever veel dat in mijn dialect eigenlijk niet bestaat. Also wie zegt je Jum? In het dialect. Ja, also dat G existeert bij ons eigenlijk niet. Maar zoals zo'n formelle manier lukt aan te snakken, vind ik dat eigenlijk heel mooi. De J? Dat J, ja. Oké. Nee, ja, bij ons is iedereen I. Ja. Dus eigenlijk is iedereen höfelijk. Ja, schön. Nee, aber zo heeft het verschil eigenlijk ook gewoon niet. Nee, en ik vind het ook heel vreemd. Volgens mij is dat wat jullie een beetje medienplat noemt. Dat bijvoorbeeld ook dat ze een zie-vorm gebruikt. Dus zee. Heb ze dat zien? Ja, dat is natuurlijk indrong in dat, also in veel dialecten. Also ik weet het, dus in Oost-Friesland hebt hij nog meer ook dat G, ook voor deze context. Aber ja, also dat is natuurlijk op de Duitse kant is natuurlijk veel. Dat hij dat aan de aanvang, also biogonen zijn ook dat zij dan eben als höflichheidsvorm te broeken. De meeste platsprekers hier zijn ook uit de arbeidersklasse. En die hebt ook iets niet zoveel met höflichheid, zeg maar. Nee, also dat is ook wat dat beleef ik ook zo, dat ik eben zum Beispiel Leute, die ook Lupe betekent en eben ook uit een plaats snakt, die ook vielleicht zoals die zijn, die neem ik op, waar ik op Duits eigenlijk dat zie broeken deed, dat zeg ik in plat liekers dan eben ook toe. Maar zo'n paar, also ik weet niet, also ik heb dan, wenn ik dan een wetbrief aan Leute die ik echt niet ken. Also doch broek ik, en ik weet, die zijn toch nog een stuk ouder als ik. Daar broek ik dan vielleicht toch leven zo'n beetje, zo dat G. Ja, oké. Nee, dat verschil heeft dat bij ons helemaal niet. Dat is, iedereen is liek en iedereen, ja. Als ik Hollands zal tegen die lui zal praten of kan dan zullen ze zeggen, wat doe die deftig, wat mankeer doe. Ja. Nee, also im Prinzip mache ich das eigentlich auch heel gerne. Also das mache ich auch bei Nauert Samisch, kann ich das go lieden, dass der eben auch so ein Verschil überhaupt nicht hat. Also der macht auch kein Verschil zwischen so was als du, G, als Hierarchie sozusagen. Ja, verneem je dat er nog verschillen is tussen de Duitse kaarten en de Nederlandse kaarten? Wie wat? Ja, bij formeel kuien, formeel doen. Want ik kan me heugen dat ik ooit eens een keer voor mijn afstudeeronderzoek, mijn abitur, heet dat geloof ik bij jullie, of mijn doctoraalschrift, heb ik een enquête, een vragenbogen, een omvragen, heb ik opgesteld in 4 spraken. Het Engels, dat kon ik. Het Nederlands kon ik ook. Plat kon ik ook. En ik heb het ook in het Hoogduits geprobeerd.
Ja. En ik dacht dat ik dat heel goed kon. En ik heb dat dure kunnigheid laten nakijken in Noord-Duitsland. Ja. En ik kreeg het helemaal terug, want het was helemaal fout. En het was vast onhöflich eigenlijk. Ja. Also das ist auch was ich mal, also ich besuche schon auch Niederlandskurs und omdat ich auch eben für mein was sagst du nur für Promotion in Platt? Sagst du Promotion, PhD? Ja. Spraakuitbouw. Also das ist, was? Nee, also das PhD. Ja, nee, maar ik bedoel, wie doet nou aan spraakuitbouw? Ja. Dat wie daar zelf een woord voor moet verzinnen. Ja, nee, also das läuft ja auch in Kooperation mit der Uni in Groningen und darum muss ich dann ab und zu auch Leute eben von dort kontaktieren. Mhm. Und das tue ich dann auch in Nederlands, da würde ich dann auch nochmal in den Nederlands Dozent hier von der Uni dann rüberkicken. Mhm. Und da mag ich auch sagen, mein Mann, nee, in Nederlands zu schreiben ist irgendwie fehlt formell. Ja. Also, ja, und also da wollte ich vermuten, dass eben doch wie, ja, was sind da für Unterschiede? Also ich hätte nun mehr eben auch gekriegt oder Orthographie. Was mir da auffällt, ist eben auch, ich weiß nicht, wo das nun genau an liegt, aber das macht damit auch was mit zu kriegen haben, was die Sprach, also auch die Schriftsprach, sich ob die Deutsche kann viel länger holen hat. Und mir durch das eben sozusagen nie so viel, ja, was soll ich wahrscheinlich sagen, also nie so viel Eigenheiten von gauermündliches Sprach auch in der Schrift wiest. Okay. Also, so was das ein weiter so umträgt und so was. Also, da habe ich den Eindruck, das war auf der niederländische Kant viel stärker auch eben in Platt markiert. Ja, oh so, ja. Köwi und so was. Also, ich sag auch Köwi. Köwi oder so was. Go, ja. Köwi, ja. Also, Ligas schrieb aber nie Köwi. Nee. Also, und dass ich finde, das ist sozusagen, für mich ist das, ja, ich weiß nicht, also für mich fühlt sich das fühlt sich für mich fremd an. Das so in der Schrift zu markieren. Und ich weiß schon, dass wenn ich snack, dann spreche ich das so gut. Aber ich habe den Eindruck, ob der niederländische Kant hat wie Platt noch viel stärker den Drang, auch all diese Eigenschaften von Gaues Sprach und das Abschliefen von Weiher und so was anderes eben auch in der Schrift zu wiesen. Ja. Und ich weiß nicht, was das da eben an Licht, was bestimmte Schriftsprach so lang weg war, dass eben bei uns die Schriftsprach eben doch so ein bisschen konservativ ist und dass sich das eben länger holen hat. Aber das vielleicht auch bestimmt mit damit zu kriegen hat, was eben die Distanz zwischen Niedersächsisch und Niederländisch eben ist. Ja. Dass eben meint, okay, wie mögt das noch die Distanz gerade ermogen. Optisch. Dass wir eben sozusagen diese Eigenschaften von mündliches Sprach eben noch stärker markiert. Ja, dat is, wie moet toch wel duidelijk laten zien dat het plat anders is dan Nederlands. Dat klopt. Dus, deze samentrekkingen moet je al behandelen. Woi, kei, go, al die dingen. Dat is inderdaad, dat moet weer groot laten zien. En zeker wat ik verneem bijvoorbeeld bij de Gronings. En waar ik ook problemen voor zie bij de Nisaske schrijfwijze. Is dat ze bijvoorbeeld heel sterk dat I hebben. Wie zingt een B? Ja. Zij zingt een bein. Wie zingt, diep, zij zingt diep. Ja. En zij weet die I, dat is voor u echt een heel bekend ding uit het Gronings. Dat weet ze echt, dat wil ze laten zien. Dus dat zal voor u lastig worden om te accepteren dat u dat een I wordt. Ja, also das finde ich auch heel interessant, omdat de Uitspraak is in Oost-Friesland eigentlich gar nicht so anders. Nee. Und der hat in der regionale Oost-Friese Friesland, hat der doch heel normaal Ja, maar de meeste Nederlanders. Ich glaube, das ist dann sozusagen, so platt ist an sich so wie relativ weit weg von Hochdeutsch, dass wir sozusagen nie den Drang haben, so Details so stark zu wiesen. Ja, bij ons is dat wel echt, ze wil dat duidelijk als laten zien. Ook het inslikken, zoals je dat noemt, zeg maar, de lopen, etten, al die dingen. Dat moet duidelijk aangegeven worden dat wie dat inslikt. Ja. Want anders is het geen plat. Ja, aber was ich dann auch ein bisschen denke, also so Zusammentrecken und so was, das als Köln und so was. Wo ich doch vermute, das hätte noch in das umgangsspråklige Nederlands just so irgendwie. Oh nie. Ja, dat ligt eraan wie je spreekt. Ik denk vooral in het oosten.
natuurlijk, dan is het natuurlijk regionaal. Natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook een beetje op straat. Ja, genau. Ja, nee, ik denk echt wel in het, hoe meer je naar het westen komt, hoe duidelijker de woorden uit elkaar trekt, zeg maar. Oké. Wat ik altijd vernemme is dat als ik het Nederlands spreek, dan plak ik de woorden aan elkaar, zeg maar. Zoals ik dat in plat ook gewoon zie. Bepaalde klanken zwak ik af. Bepaalde klanken laat ik voort. Ja. Wat je bijvoorbeeld heel slim hoort, is als le gewend zijn een bepaalde woorden in te slikken, zoals spreken. Ja. Spreken. Maar het Nederlands is tegenwoordig zoiets, rechtervoor zoiets, dat ze die laatste N helemaal niet uitspreekt. Dus ze zeggen spreken. Ja, dat beste Duitse dialect hebt dat ook. Oh ja? Ja, also ich glaube, das ist eigentlich wahrscheinlich auch mehr so ein regionales Sog. Also das trägt sich eben von Nederland nur ich weiß nicht genau, neben exakt in Deutschland ist, aber ich weiß auch in Südwesten Dialekten hätte das auch viel. Also das macht wieder das einfach so, dass das eben schlicht so eine Region ist, nimmt sich das eben entwickelt hat, so dass das eben nach dann abfällt. Ja, aber in Nederland wordt dat steeds meer standaard. Maar, ja. En het is dus echt, terwijl als wie denkt dat het heel keurig uitspreekt, heel netjes uitspreekt, hoort ze nog altijd. Ik kom uit het oosten. Want ik spreekt die N uit. Mm-hmm. Maar wie zingt nog lopen in plaats van lopen? Ah, ja. Terwijl als wie denkt dat het heel goed doet, want in het plat is het lopen. Ja. Dus niet lopen. Waar je ook klinkt is een soort hypercorrectie. Dat is het extreem gaat doen. Ze zeggen dus bijvoorbeeld weten. Ja, in het plat is het natuurlijk weten. Of wetten. Maar in het Holland is het weten. Ja, dat heeft van gezegd dat ook zo'n beetje, hè? Ja. Ja. En, maar wat wie dus ter compensatie gaat doen, is weten. Ah, ook interessant. Ja. Ja, also ich finde auch diese Kompensation finde ich auch interessant. Und wie Standarddeutsch ist das ja auch so, dass so ein bisschen auf so, finde ich so ein bisschen unintuitive Regel, dass das G und N, was to je bloß achter ein Kurt I, ist Standarddeutsch. Und was ich auch eben mag, Davies eben auch wie bei Juspelite eben dann eben Platz nackt, dass der dann eben auch dort ich sag. Also so was als richtig. Was für mich eigentlich heel Süddeutsch wird. Okay. Aber das ist eben auch so eine Überkompensation, und dass der eben mag, das G auf Deutsch, das darf ich schon nie. Also, ich spreche dann mit dem K wen. Also, dann sagt er eben auch richtig. Das ist das Brok eigentlich dann richtig wen schall. Hey, maar je zit in Helsinki. Ja. Volgens mij geef je ook les. Of onderricht, zoals jullie dat noemt. Ja, af en toe. Also, ich heb nur, op stunds nie. Aber in toekomst Herbst heb ik dan wel een Kurs. In Kurs op Nederlands. Je geeft les in plat? Ja. Aan wie? Aan de studenten hier van de Unie. Oké, maar dat is dan een keuzevak of zo? Daar kun je kiezen? Ja, dat kunnen ze goed zeggen. Also dat is vrijwillig. Also dat is natuurlijk niet verplicht. Ja, und de Målgroep, dat zijn dan wohl vor allem ook Leute die eben Deutsch und Nederlands studiert. Oké, ja, dus die kent het Die hebt eraf aan gehoord. Ik wil daar eigenlijk, also ik heb dat normaal, heb dat al van gehoord, dat het zo'n sprook gibt. Ja. Und ja, also ich muss mal kicken, also ich weiß auch gar nicht, was für ein Sprook ich das unterwies. Das ist dann noch nicht fast. Okay. Und vielleicht sind das auch U-Studenten, U-Deutschland also, der in den Sprookkurs kommt, dann schon die in Finch unterwiesen. Und muss ich mal kicken, was die denn ab Platz da oben. Also ich überlege auch, was das möglich ist, echt zu sagen, von Beginn auf an Platz zu snacken. Vielleicht. Is wat het beste, hè? Ja, also wollte ich eigentlich gar nicht versuchen. Vielleicht war das schon was. Oké, ja. Maar dat is juist hartstikke mooi, want je zit helemaal buiten het spraakgebied dingen te doen voor de spraken. Ja, also ik denk wel dat ik zo'n beetje spijt. Ja, wenn du dat in het spraakgebied zo niet recht krijgt, dan moet ik dat even voor Finland ook verzoeken. Ja. Hetzelfde met het Keltisch. Daar in verleden trust naar de tante, of de bliende geelke, zeg maar het jaar van het Keltisch. En dan gaan ze het Keltisch heeft dan geen ene spraakgebied meer, maar wie hebt het internet.
Ja. En op internet mag alles. Dus internet is één spraakgebied voor het Keltisch. En ik zat te denken, misschien kunnen we ook zoiets opzetten voor het plat. Want iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, een klokfoon, hoe je het ook nu weet. En leu spandeert daar gemiddeld, duur elkaar, in duursneer, 12 uur op een dag aan. Wat, zoveel? Ja, jonge kinderen en zo, met YouTube en met TikTok. En ja. Hele dagen zitten ze met het mobieltje in de handen. Maar het firsten, ik meen, zoveel heb ik dan, zoveel tijd heb ik nog vaak toch kan niet meer nog, wenn ik toch slopen wil. Of het is 12 uur in de wekker, dat kan ook zijn, maar het is heel veel. Communiceren doe ik ze eigenlijk ook meest over internet als met Leute te denken in het reale leven. Mm-hmm. Ja, echte leus in het eng. Ja. Volle vinden dat wat je zegt, du snakt niet zoveel. Ja, is dat ook echt zo, hoor? Ja, weet ik nu niet zo. En zegt dat je juist ook bij de Noord-Duitsers dat je niet zoveel snakt. Mm-hmm. Ja. Zo'n groot onderscheid maak ik toch eigenlijk niet. Ja, wie hebt dat zo wat een uur vol? Mijn ja, ik weet niet, is dat bij hem ook zo'n cliché, want de Leute dat dat gesproken repeat niet zoveel snakt? Het is meer dat ze denkt dat we met weinig woorden vullen kunnen zeggen. Ach zo. Ja, maar het is interessant. Dat zo in een ort is dat bij ons ook. Zoals een Mimo zegt altijd, een zwieger al betreft een spreker. Mm-hmm. En daar zit wat in, maar ik denk, een zwieger wordt ook niet gehoord. Dus ik zit altijd heel slim van, ik wil zoveel mogelijk die spraken laten horen. Ja. Dus ja, dan moet je ook wat vullen kuien, inderdaad. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een probleem. Ja. Want we moeten de sprook wiedergeven met de zoom die snacks. Ja, maar het is hier inderdaad waar zo de cultuur. Je kunt veel beter weinig zingen en impact maken. En overkomen. Ja. Dan heel veel zeggen en geen punt maken. Mm. Maar volgens mij kwaakt wie makkelijk van ons af. Dus dat is geen probleem. Nee, en misschien is het... het is wel zo. Leu bij ons ook Twente en zeg maar deze strekken. Meer de Westfalenhoek, zeg maar. Dat is net iets een andere cultuur als in het noorden, in Groningen en zo. Van de Noorderlingen is wat bekend dat ze inderdaad, die wordt stug genoemd en stille en dus ze zengt haast er niks en ze bent altijd een beetje nosterig. Ja, also ik weet dat, ik mag ook over wat dat in Duitsland eigenlijk ook meer voor de kustdialecten geldt. Maar dat is ook dat probleem bij ons, wat ook ook plat je eigenlijk vooral met de kustenregion, also sehr erg wordt. Mm-hmm. Omdat veel je eigenlijk ook gar niet meer weet hoe groot dat sprookgebied eigenlijk is. En wat de sprook ook in Westfalen zo snak wordt en in Zuiden van dat is dan zo wieder. Ja. Ik heb dat ook mijn vrienden wiest, de kort van dat sprookgebied. Also zij komt ook uit Schleswig-Holstein en zij mij ook zo, ik heb überhaupt niet weten hoe groot dat sprookgebied is. Ja, dat is hier ook. Ze denken van met plat kun je je tot in Duitsland redden. Ik zeg, ja, maar hoe weet dan? Ja, dat weet ze niet. En dan laat ik de kaarten zien en dan, oei, zo, dat is een ene. Ja, zeker. Ja. Dus wees er maar iets groots erop. Probeer het eens een keer. Mm-hmm. Zoals gisteravond nog, ik was zo eens en iemand vroeg me van wat doe je voor de kost? Ik zeg, ik ben tekstschrijver. Ik schrijf teksten in het Nederlands, in het Engels en in plat. Oh, hij wil klaar niet plat. Ja, of is dat vragen nou? Vroeg, denk ik wel. Want ik wist toevallig dat hij een heel groot staalbedrijf heeft. Wat over de hele wereld zaken doet. En dus was natuurlijk een potentiële klant. Natuurlijk. Maar hij vroeg, ja, maar met plat kom je toch niet zo wiet? Hij zegt van ja, je kunt ermee tot in Duitsland komen. Ik zeg ja, maar dat gebied waar je met plat terecht kunt, is wat 3 keer zo groot als Nederland. Ja. Ja. Ja, dat hadden we nog nooit zo bekeken. Mm. En het kan nu ook helpen om met Zweden te communiceren. Met Deen misschien wat minder, want die kuit een beetje vreemd. Ja, dan moet je natuurlijk ook een beetje inhuien. Dat is zoals bij een platdialecten ook. Ja. Ja, dat vind ik een mooi woord. Inhuren. Ja, inlustern vielleicht kan hij ook zeggen. Ja. Inlusten, ja. In mijn de oren laten wennen aan de klanken.
inderdaad. Ja, maar het gaat waar. Het wil waar. En misschien met de Noren wat minder, maar in mijn ervaring met de Zweden kan het inderdaad prima. Heb je dat ook? Ik maak dat hier zo ook. Ik heb zo ook een paar vrienden hier die eben ook Zweeds snakken. Also vind dat je ook twee officiële Sprachen. Ja, is ook een beetje wie geleend met de Situation von Finnisch und Zweeds und so wieder. Aber ja, also es gibt ja auch viele Leute, die eben Zweeds als Muttersprach haben. Und mit denen auch, dat af en toe dat ik eben mal wat in platt fried oder zeg oder so wat. Und ich muss natürlich, das ist natürlich altijd so, dass einen den Spruch so ein bisschen anpassen muss. Aber ich meine, just Zweeds hat ja auch so viel, war ja auch platt utleint. Und normalerweise ist das relativ leicht, dann eben synonym zu finden, die eben auch für Leute mit Zweeds als Muttersprach zu begreifen sind. Ja, dat kost hem rekenen in den Kopf, zeg maar, ja. Ja, aber ich meine, das ist schon auch bei anderen Sprachen just so. Also, wenn ich nun op Duits met dit oder Schweiz frief, moet ik vielleicht ook, kan ik ook niet al de Norddeutschen Feuer brauchen. Oder mit Englisch ist es ja auch so, dass wenn die in England mit ein Schrift und Südafrika und Australien mit auch so ein bisschen kicken nach das Vokabular. Also, das ist schon wie alles broken so. Ja, precies. Ik kan niet met iedereen Jamaicaans patois schrijven. Ja. Heb je daar nog gemaakt van hoe plat? Natuurlijk met de Zweedse, de Finse Zweden. Of de Zweedse Finnen. Ja. Wie er nog? Zweedsprachige Finnen, ja. Du meinst hier in Helsinki, dass du das snacken kann? Ja, also mit den, sagen wir, Unterwieser hier für Niederland, mit denen kann ich das auch snacken. Und ja, natürlich, wenn ich im Kontakt habe mit Freunden und, oder mit Familien. Über Internet dann. Okay. Maar je bent niet meer plat obergeruid, oberwassen. So half. Also das ist bei mir schon, ja, also ich glaube, das ist für mich auch mehr so als bei dir. Also ich habe das sozusagen in meiner Kindheit, habe ich das heute von aller Verwandtschaft. Und ich konnte das eigentlich auch schon mal relativ gut verstehen. Aber so ein Snacken war nie so viel. Also das wäre mir so, ja, dann hätte man mal so einen Riemel auf platt leiert sozusagen, was dann für einen Weihnachtsmann obsecht oder so was. Ja. Okay. Nicht mal leider auf platt oder so was, aber nie, dass ich das richtig auch so aktiv snackt habe. Und das für mich so ein Utlöser war, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, war ich 15 oder 16. Und da war ich auf der Geburtstagsfeier von meiner Großmutter. Und ich seite zwischen Eier und Eierbräuter und Schwester. Und ich hab irgendwie der im Platz snackt. Und ich hab gemerkt, ja, ich kann das verstehen, aber ich kann so das Brot von meiner Familie nicht richtig snacken. Und das wäre für mich der Utlöser, dass ich dachte, okay, nun musst du echt was tun. Ja. Und dann habe ich eben, ja, also ich habe eben angefangen Bücher zu lesen und Grammatikbeschrieben zu lesen und so was alles. Und dann bin ich eben Bigo, das Brot auch mit meiner Mutter, mit Großmutter zu brauchen. Hoe doof wie dat Englische was. Oké. En wie ik dat sprook heel wisselt. En wat vinden ze daarvan? Wat was de reactie? Want ze bent natuurlijk van hoe gewoon dat je Hoogduits kuiert. Ja. En dan kuier je in één keer plat. Zijn ze hoe anders gewoon behandelen? Of verneem je dat er consequenties aan zaten? Also gar nicht so stark. Also natürlich fand ich das erstmal fremd, dass ich da überhaupt Interesse anhabe und was schall ich damit. Aber ich meine, im Prinzip fand ich das auch ein bisschen, also hätte mich auch meist ein bisschen schoben, dass ich denke, okay, ich bin wie so viel anders Brücken zu lernen. Ich lerne in der Schule Englisch, Französisch, Latinisch, ich lerne als Hobby Finnisch und Schwedisch und so was alles. Und dann kann ich das Brot von meiner Familie nicht snacken. Also, ich finde, das geht auch nie. Und ja, also vor allem war das eben auch, meine ich, ja, also auch für meinen Großmutter ist das auch noch ein bisschen schwerweißig umzustellen. Und es passiert das auch ab und zu schon was, dass er dann eben abrutscht, weil er zurück nach Deutsch. Einfach, omdat het is sagen, ja, Leute in mijn generatie met die snakt en niet plat. Ja, dit zit er zo sterk in. Van, ze is van een bepaalde leeftijd, dus dan moet ik Hoogduits mee kijken. Maar voor mijn moeder war das eben auch zuerst ein bisschen schwer, omdat, also zij is ook nog mit platt noch richtig mit opwussen. Also ich meine, also Irland hat das auch mit Eier nie snackt, omdat dort das also sozusagen so war, dass mit der Kinderschaft Hochdeutsch snacken. Aber sie hat das Ligas doch leiert in Dorf von einer Kinder und so. Ja. Und dann ist sie aber auch dann nach Ostholstein trocken. Und hat dort dann eben irgendwie über Jahrzehnten knapp Platz snackt. Also für er wäre das auch erstmal gar nicht so richtig in das Bruch, weil er reinzukommen. Und nun sind wir eigentlich Davis bei zusammen auch zu das Bruch an euch. Und überlegen, ja, okay, wo drücke ich das Gold in Platt und so was. Verneem je nou dat invloed heeft gehad op de band met uw familie, of niet? Also,
Vielleicht ist das auch irgendwie mehr andersrum, wen mit dat Band, also ich mag das ich zum Beispiel mit den Grootmoeder an der verbinden habe, als mein Bruder und meine Schwester. Und mein Bruder und meine Schwester, die snackt auch Platten, die aktiv. Und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich sozusagen auch darum, dass ich an der Band habe, eben auch mit mein Grootmoeder und die Generation, die sozusagen noch einsprachig platt abwussen ist. Dass ich vielleicht darum auch mehr Interesse an das Spruch kriegen habe. Ja, maar ja, je bent natuurlijk ook zelf een wat taligere figuur, zeg maar. Je hebt interesse in spraken. Dus dat... Ja, maar dat is bij mijn zuster ook zo. Oké, maar zij heeft geen interesse in plat. Also niet zoveel. Also zij heeft ook spraaktechnologie gestudeerd. En zij heeft ook wel af en toe een beetje wat mocht met plat, maar zij, also niet zo dat zij sozusagen den Drang hat, das Sprach so zu snacken zu lernen. Und das kann eben auch eben liegen, dass sie nie so ein enges Verhältnis hätte, eben vielleicht auch, also mit dem Grootmoeder nie und ich weiß nie, was sie mit der anderen Verwandtschaft dat uitzicht. Oké. Hey, Janine, volgens mij zijn we de deur. Wat? Volgens mij zijn we de deur. Oké. Dan heb je weer zo'n samentrekking, Zeeuw de deur. Ja. Heb je zelf nog dingen die je kwijt wilt? Also ich überlege, was ich sozusagen so also du sagst, dass das Problem ist, wie bei mir mit dem Datadeck sammeln muss. Und das ist, auf der niederländischen Kant ist das echt eng. Also ich mag das auch mit der Tests, die ich nur gemacht habe. Also ich habe nie noch für verschiedene Dialekten, dass ich da gut untersuchen kann. Und Leute, also wenn Leute hier noch kennt oder Tipps habt an Data über Platt von der niederländischen Kant, gerne alle Texten. Also wenn der vielleicht doch sagen, Lenken habt, also was Tipps, wo ich was finden kann oder sowas, dass der vielleicht, wenn wir irgendwas toasten will, vielleicht auch als Kommentar bei Facebook oder sowas. Dat wäre heel mooi. Oké. Ja, dus heb je alle Texten für Janine, dann... ja, alle Texte, 4 Texten und verschiedene Dialekten und dann eben gerne sagen, okay, was ist das für ein Dialekt und wo finde ich das, wenn er irgendwas kennt. Also muss auch nicht digitalisiert werden, also ich muss also nochmal nach das Land fahren, also wenn ich dann noch vielleicht nur der Archiven gehe oder nach der Bäckerie und dann was inscannen kann oder so. De Twentse Taalbank ken je? Ich glaube nie. Oder vielleicht habe ich da mal von gehört, kannst du mir jetzt mal den Link geben. Oder wenn eben eins war das Gift gerne also über Informationen wegblieb. Ja, de Twentse Taalbank.nl, dat is van Goitse van der Vliet is dat. Een vrees dat zich heel druk maakt voor Twents. En de verzamelt allerlei geschreeuwde zaken in het Twents. In alle soorten Twents, van vroeger tot nu. Oké, en dat is ook vrij broekbaar. Ja. Oké, super. Ik zal u de link wat doorsturen. Maar dit is natuurlijk ook een oproep voor iedereen een boeten te weten. Kom je uit Salland, Groningen, Drenthe, de Veluwe. Maakt niet uit. Als het plat is. De Veluwe heb ik nog gar niks. Also... Oké, ja, daar zit ook niet zo heel veel actief volgens mij. En dat is jammer. Maar dat wordt dus hoge tijd dat die speciaal voor Janine in de benen komt. En mooie teksten gaan schrijven. Ja. Dat wäre, ja. Want, maar wat gooi je precies door met die teksten dan? Also wat ik doe is, also op stunds wil ik erstmal wat bezogen direct identifizieren. Und also das hätte ich trainiere Algorithmen, die eben dann lernt, sagen, was für also sagen Letterkombinationen, Buchstabenkombinationen, was für Wortkombinationen sind, was für Dialekten zu verwachten. Auf dieser Basis kann dann eben der Algorithmus sagen, okay, das ist mit dieser Wahrscheinlichkeit ist das ein Dialekt. Okay. Und das ist sozusagen, also der erste Schritt, dann daran will ich dann sagen, dann kommt dann das mit der orthografischen Normalisieren. Nordernizische Schriftweise? Ja. Ja. Und wenn ich das heft, dann daran ist dann das Eigentliche, was ich untersuchen will, ist, woran sich sozusagen syntaktische Konstruktion und Wortbruch und so was eben über die Zeit verändert hat. Und ja, also das eben kriegen sozusagen von der Hansezeit bis von durch. Okay. Ja, und was ist die Distanz zwischen den Dialekten, wo groß sind die verschieden eigentlich und kann dann sozusagen, also von durch sozusagen, das ist so ein, dass ich das Sprachgebiet ein bisschen aufbrechen deit langs die politische Grenze. Und da wollte ich auch gerne kicken, sagen, ja, kann ich das von wo auf an letztlich das feststellen und wo gut letztlich das eigentlich feststellen, wo groß ist der Unterschied eigentlich in der Praxis? Wenn er diese Distanz meten deit, sagen, wo groß ist dann die Distanz, zum Beispiel in der Syntax?
zwischen Oostfries und Gronings vandoor. Was rond 100 Jahre zurück. Belangrijk onderzoek. Ja, also hübig. Ja, alle onderzoek is mooi. Sozusagen, ob letzter das Licht am Moken, die dann auch zum Beispiel vielleicht von einem Dialekt noch einen anderen zu übersetzen oder überhaupt auch automatisch übersetzen zu kriegen, zum Beispiel von Platt, nur Deutsch und nur Englisch und nur Niederländisch und so was. Dus je zit eigenlijk bezig om de Google Translate voor het plat te maken. Also, was ich schon eigentlich versuche, ich will also richtig Sprachtechnologie für uns Sprache gibt es ja eigentlich noch gar nicht richtig, so wie als ich das weiß. Und das Problem ist immer auch, also der Leute traut sich da irgendwie auch gar nicht richtig ran, eben da uns früh wie ein Kuddelmittel. Da, wenn du sagen, Alter, wie hätte und ich hätte den Schrift, als der meint, als das in das spontanen Sinn kommt und als da in das Pflicht noch der Frühwies von der Majoritätssprache schreiben kann. Und das ist natürlich sozusagen für diese Modellen hilfreich, da Strukturen zu sorgen. Warum ist nun in der Rock, hat sich da an der Sprachtechnologie noch nicht richtig rantut. Und darum haben wir eben auch all diese Soken, all diese Sprachtechnologie-Applikationen, die in eben für andere Sprachen hat. So Übersetzer und all sowas. Auch Sprache identifizieren, also zum Beispiel bei Facebook, wenn du sozusagen den Post hast, da kommt Übersetzen oder sowas. Ja. Das gibt das für uns Sprache nie. Das ist identifiziert als Niederländisch, Afrikaans, Freisch oder sowas in der Ort. Ja, aber also bald im Hawaiiaans. Ja, oder eben auch so, also so, dass du eben Sprache nur Text, dass du was insprechen kannst, sodass du und so also, das gibt es für uns Sprache überhaupt nie. Und was ich versuchen will, dass ich so eine Basis zu legen, dass er vielleicht so was, damit ich das aufbauen kann, wie man vielleicht so halbwegs auf das liege Niveau kommt, als anders Sprachen. Ja, zoals Arne Waldemar Lentvuur, de vorige podcast, zei, plat in het 21ste jaarhonderd. in de 21ste eeuw. Ja, daar zit weer 20 jaar in. Ja. Wie loopt achter? Dat definitief, ja. Ja. In ieder geval onmeunig dankzwaard, Janine, voor uw tijd. Toch niet veel. Ik denk wie... Ja, nee, dat is toch hartstikke mooi dat dat zo kan. En dat wie ook... Dat ook met het verstaan zo. Ik war erst een beetje bang. Also verstehst du mijn dialect zo goed, verstoor ik die zo goed, maar dat war niet beter als ik dat verwacht had. Ja, nee, maar het is toch precies wat je zegt. Wie moet inhuren en inlusten. En dan lukt dat wel. Dat komt wel goed. Het lukt, zeg je. Ja. Nou, mooi. Ik wil u bedanken, nogmaals. En ik ga ermee aan de gang om er een rond verhaal van te maken. En wie spreekt elkaar nog wat, denk ik. Ja, dat hoef je zeker. Ja, en ik wens u nog veel succes met uw afstuderen. En het is geen afstuderen. Met uw doctoraal. En ik hoop dat we heel gauw iets meer technologische vooruitgang krijgen voor onze spraken. Ja, een paar jaar kan het nog doen, maar ik hoop dat lukt. Ja, nou, zolang u gangs blijft, dan... Dat definitief, ja. Ja, dan kunt dat goed. Dus bedankt.